Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Filmlift. Ich war mir den dritten Teil von Creed gucken. Ja, und ob den dritten Teil da genauso viel Punch hat wie die anderen zwei, das gesehen ihr bei Filmlift. Ein grosses Merci mal an Kinepolis für die Unterstützung von dieser Episode. Und sorry für den Wortwitz am Anfang. Mir ist schon nur aber gepasst. Weil er den dritten Teil von Creed ist raus. Und wen mich ein bisschen kennt, wie es Rocky, das ist so ein bisschen, ja, so ein himmlischer Favorit in der Menge Lieblingsfilme. Also irgendwie Filme, die ich als Kant gesehen habe und mega gefeiert habe. Und das zieht sich irgendwie durch mein ganzes Leben, weil all Filme, an dem es irgendwie um Boxen geht, ich weiß nicht, ob es mit mir so geht, aber irgendwie fand ich alle guten die Filme immer irgendwie gut, auch wenn sie dann die Kritiker vielleicht nicht als mega gut bezeichnet gehen, als für mich noch immer spannend gewesen, hatte ich noch immer mehr Spaß dran. Und du war ich so froh, wo den echte Creed an das Kino kam, dem zusammen auch mit Sylvester Stallone den Rocky mit auf die Leinwand gebracht hat. Und das habe ich einfach ultra gefeiert. So, Milo sind wir schon beim dritten Teil gekommen. Milo ist natürlich froh, bringt den dritten Teil, kann den das dann noch weiterfeiern oder ist das aber Lomosulus ausgelutscht, die Menge mehr hatten. Der Film hat ja schon ziemlich viel. Fangt mal einfach mal da unten, wenn es am Film geht, denn ab du wird schon Apollo so den Adonis Creed, also dem Apollo Creed sei both, als Weltmeister, den Heavyweight Champion an natürlich schütten sich den Titel nur oft verteidigt, mir es halt schon ein bisschen an Alter kommen. Der Mann hört halt verkannt, hört ein Haus an nicht mehr so erform für dann eben nur nach dem Titel zu kämpfen. Du winter hört den letzte Kampf gemacht und dort gesagt, so, lo geht es durch, das ist die letzte, lo geht den heute an Pension. Wir sind ja auch nicht da, für den Adonis seine Pension zu begutachten, aber taucht eine Person op, die aus seiner Vergangenheit kennt. Weil dem Creed seine Vergangenheit lässt noch so ein paar Lücken ab, da sind noch ein paar Thematiken, die noch nicht behandelt sind. Und die Person, von der wir heute schwätzen, heißt Damien Anderson. Ja, den sitzt 18 Jahre lang an Prison. Mit einer Affäre, wo den Adonis auch nicht gerade ganz unbedingt war. Und hin ist aber da. Gut, der Mann ist schon ein bisschen, auch mittlerweile ein bisschen an Alter gekommen. Und hat auch geboxt an junge Jahren. Wir leider konnten den Titel am Prison natürlich nicht irgendwie seine Karriere irgendwie nicht ausbauen. Logischerweise an Lo assen do seht, ich will gern Weltmeister sind. Tja, Creed seht natürlich das aber nicht so einfach, wie du dir das vorstellst. Tja, mir du von der will sich natürlich den Damien nicht beeindrucken lassen und probiert natürlich aber. Und zwar mit allen Mitteln. Ja, aber wenn das probiert zu bewerkstelligen an ob es ihm dann gelingt, das sieht er dann natürlich bei Creed 3. Gut, kommen wir mal kurz zu schwätzen, wenn mir der Film dann insgesamt gefallen hat. Und zwar, ja, ich habe schon am Vierfeld weggeholt. Ich bin ein Fan von Boxfilmen. Und du fällt den heute auch nicht weiter auf. Also, ich hatte echt mal Spaß während dem Film. Den hat Spaß gemacht. Weil irgendwie, ich weiß nicht, was das ganze Thema so ausschwört, aber das ist ja ultra kitschig. Eigentlich ist das mega hart, rough Männer-Thema super kitschig, weil irgendwie weiß ich schon, wie das ganz ausgeht, weil ich will doch nur nicht spoilern, aber natürlich gehen die ganzen Sachen immer nämlich aus. An immer im Sitzen stand denke ich mir, oh Gott, ist das spannend. Ja, aber das kriegt mich. Hier sind eben Charaktere an der Hauptrolle, die das absolut authentisch rüberbringen. Die bringen einem das Thema so no. Die meisten kennen wir ja schon aus den vorherigen Filmen. Die, ja, das ist einfach authentisch. Denn Michael B. Jordan ist halt als Creed absoluten Hammer. Und noch Tessa Thompson als seine Frau ist einfach super. Spielt also einfach ein super cooles Spiegelbild zu dem Ganzen. Und bringt das ganz ziemlich auf den Boden. Und das fühlt sich dann einfach authentisch. Dann haben wir einen Jonathan Majors, den Damien spielt. Und der spielt das auch sehr gut. Lust mich ohne zu viel zu erzählen. Einfach mal waschen, wie sein Auftritt ist. Weil sein Auftritt
dreht irgendwie zu der ganzen Thematik, zu dem ganzen, wie gut der Film eben das dreht dazu bei, weil hin taucht dann eben mehr oder weniger aus dem Neicht ab. Es schwenkt immer so ein Licht, wie soll ich so Licht Unwohlsinn schwirft immer mal. Und das ist zwar super sympathisch und also auch eigentlich immer freundlich und super verständnisvoll, aber trotzdem denken sie so, ich weiß nicht, ob ich in dem so trauen kann. Und trotzdem hat man da aber irgendwie gepackt, dass ich auch als Zuschauer dann irgendwann denkt, ja, mir so schlechte Kerle lasse ich ja nicht. Wir kommen dann irgendwann an der Geschichte zum Punkt, wo das Ganze da kippt. Und auf eine ziemlich authentisch und brutal Art und Weise, weil den noch mehr an die ganze Thematik ranzieht. Und da könnte für mich einfach auf einen Punkt, wo ich so, das funktioniert dann aber nicht mehr so gut. Weil was man jetzt zum Schluss vom Film bewegen, wird das Ganze noch einmal, ja, wie soll ich so, also kommen wir einfach kurz und knapp einfach mal ob den Schluss zu schwätzen, ohne irgendwo zu verraten, wie der Ganze ausgeht. Mich hat der Schluss nicht zufriedengestellt, weil der Schluss für mich aber trotzdem dann zu kitschig geht. Und dafür, dass wir so einen harten Cut machen, also so einen harten Kipppunkt tun, kippt das denke genauso hart zurück und ich fand es dann absolut gar nicht mehr authentisch. Ich denke, es wäre echt dann noch Potenzial gewesen, für das Ganze vielleicht nach 4 zu feiern, wird vielleicht auch dann nach komisch gehen, weil auch nicht so ganz viel Sinn gemacht wird. Aber trotzdem kommen wir auf den Punkt, fand ich, wo es gar nicht mehr authentisch wirkt, wo ihr seht, ja, weiß ich noch nicht, ob das so der große Schluss soll sein, ob das so authentisch rüber könnt, das hat für mich nicht funktioniert. Das kann ich aber nur mal einfach mal so als Kritikpunkt im Film stehen lassen, weil insgesamt durch Riedwasch bis auf den kleinen Makel, den anderen vielleicht super schön fanden, aber der Schluss super gut wird funktioniert nicht bei mir leider nicht. Aber trotzdem hat der ganze Rest vom Film mega gut funktioniert. Und ob eine Thematik wurde schon noch zu schwätzen kommen, an der das den Endkampf, also ohne nur zu spoilern, ich denke, jeder, der schon so Film gesehen hat, der weiß, es könnte einen großen Endkampf, weil so ist kein guter Boxfilm, also ganz ehrlich. Da haben sie fertig, normalerweise ist das ja immer ganz pompös und das wird mega abgebauscht mit dramatischer Musik und der rappt dem mal, dann da sind Matzen dran an der Szene und das ist super brutal und super emotional. Und hier haben sie fertig, das Ganze zu reduzieren und es super intim zu machen und auch den Score rauszuholen und das Ganze mehr, vielleicht noch mehr emotional zu machen, aber indem man irgendwie bis noch bremst trippelt, das nicht mehr groß abbauscht, mir halt mir, wie gesagt, intim mischt. Und da tun ich einen super coolen Aspekt von, das war etwas, was den noch nicht so oft gesehen wird, für so ein Rugo und Weiß zu holen am Doventer. Ja, Creed 3, jeder den mit der Rocky macht ein bisschen liebäugelt und überhaupt die Boxsportfilme irgendwie gern hört. Ja, den hört auch Heising Fried drin. Und eventuell, wann nur einke den einen oder den anderen Hai wird die Macht triple soll, und sich so, können den sich ja mal angucken, vielleicht lässt sich ja auch eher Begeisterung dann für die ganze Rocky-Reihe entfachen an. Vielleicht oder ja dann etwas Neues entdeckt. Da wenn der Creed 3 absolut guckenswert, coole Film mit den am Kino auch super wirkt, auf der großen Leinwand mega Impact hat. Ja, kann im Englisch passend zu dem Film halt so an. Voilà, an dem Sinn, ging es so, sind wir auch schon fertig. Notreich denke, große Merci und alle Guten, die Leute schon an der Last relativ viel Videos rausbrüht, und es sind immer im Leute drin, die immer gerne kommentieren, und das mischt mich immer super glücklich viel zu sehen, dass Leute dann Bedürfnisse und sich zu delen, und das weist mir halt dass der ganz dann trotzdem gut könnt an gibt engem den Antrieb für du weiter zu meiner weiter Energie dran zu stechen. Du wennst große Merci und alle guten Daylight an. Ja, und an dem Sinn verabschiede ich mich, wünsche ich noch ganz viel Spaß am Kino mit Creed 3.